Dritte Kapitel von Oitze Insel. Der schwarze Zeichen. Das ist ein guter. Betagt so, bin ich herein in Kapitäns Zimmer mit kielendicke Getränken und mit Rezepten. Ist gelegen, gemacht wie wir haben ihm übergelost. Nur ein bisschen hecher und hat ausgesehen schwach und aufgeregt. Jim, hat gesagt, du bist der Einzige da. Was teugt sie etwas? Du weißt, dass ich bin allemal gewinn gut zu dir. Es ist nicht einfach kein Einchleidisch. Ich soll dir nicht haben gegeben, ein Silberstück. Und jetzt, Bruderl, lieg ich tief in der Erde, ein Verlosener von allem. Jim, bring mir ein Glas Rum. Tu mir die Teufel Chavarl meins. Der Doktor, hab ich gewollt erklären, aber er hat mir übergeschlagen, schaltend dem Doktor, mit der schwachen Stimme, aber von dem ganzen Herzen. Doktor, sind alle miese Jungen, hat er gesagt. Und Doktor, was weiß der wegen Menschen, was vor euch ein Jahr, ha? Ich bin gewesen in Länder, heiß wie südliche Pech. Warum sind gefallen von Gel und Fieber? Und die Erde allein hat sich gefallen, wie der Jam von Erdzitterischen. Was weiß das hat Doktor all wegen solcher Sachen? Ich hab alle meine Jahre gelebt auf Rum, sag ich dir. Rum ist mir gewinn als Fleisch und Trunk, Mann und Weib, als. Oi, ich soll jetzt nicht kriegen mein Rum, Jim. Bin ich wie ein alter, armer, abgenutzter Schiff am Brig, mit dem Wind gegen ihr. Mein Blut hat fallen auf dein Kopf, Jim, und auf den Paskudnik, dem Doktor. Also hat er gehalten in einem schaltenden Siedlung und dann sich wieder gewendet zu mir mit dem Gebet. Jim, wie meine Finger zittern. Kann sie nicht halten ruhig? Nein, nicht ich. Oh, komm doch heim, kein Tropfen nicht versucht. Der Doktor ist ein Narr, sag ich dir. Oh, ich kann nicht kriegen, ein super Jim. Auch von Sinnen herunter. Und anheben sind Schreckgeister und Gestalten. Er ist schon da einmal gewesen, der alte Flint. Und dort im Winkel hinter dir. Haben gesehen, klar, wie gedrückt da ist. Oh, wenn ich sehe, die da sind Gespenster. Oi, handle ich wie ein Paradem und bin nicht verantwortlich für meine herrlichen Meißen. Der Doktor allein hat doch gesagt, dass ein Glas in mir nicht schaden. Hat er gegeben eine goldene Gine für ein Gläsel, Jim. Zu machen, es selber Stimmes. Er ist als mehr und mehr geworden aufgeregt. Und ich habe sich geschrocken. So wie mein Vater war jenem Tag, ist er gewesen sehr schwach und hat sich genötigt in Ruhe und Stillkeit. Trotzdem haben mich dem Doktors Wärter, was der Kapitän hat nur was übergefasst hat, übergezeigt, als sollte mir aber beleidigt der Chabar, was der Kapitän hat mir angeboten. Ich darf nicht euer Geld, habe ich gesagt. Bezahlt besser, was ihr seid schuldig, mein Vater. Will euch geben ein Glas und nicht mehr. Wenn ich haben gebracht, die Glas Rum, hat er sich jeden angehabt und ausgetrunken. Oh ja, hat er gesagt, das ist sicher ein bisschen besser. Und jetzt, sag mir, Bochero, sag mir, Chavero, hat der Doktor angesagt, wie lang ich darf so liegen da in dem alten Bett? Zum wenigsten eine Woche, habe ich gesagt. So, die Schwarzjahr, hat er ausgeschrien. Eine Woche? Nein, unmöglich.
Bis damals wollen sie mir noch bringen, dem schwarzen Zeichen, und mir versparen den Weg. Die Lumpen suchen mich schon jetzt darum. Solche Ausbringers. Sie können nicht einhalten, sie eigens. Und jetzt wollen sie verhaben Fremds. Ist es Joische Dick? Hast du es für Jam vor? Oder aber ich will's wissen. Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich hab keinmal nicht verschwendet mein Gutgeld und euch keinmal nicht verloren. Aber als ich wieder abnarren, hab weil sie nicht kennen Meure, kann noch auf mein Schiff und sie wieder herausstellen in Nuss. So Redenbeck hatte sich mit großer Anstrengung aufgehoben vom Bett, anhaltend sich in mein Achsel als so stark, als ob sie nicht ausgeschrien von Weitek und hat bewegt mit seiner Fies, wie sie wollen, gewinnt zwei schwere Klötzer. Seine mutige und begeisterte Rede haben geschaffene treuerigen Kontrast gegen die schwache Stimme, mit welcher er hat sie herausgerät. Er hat eine Weile geschwiegen, und wenn er hat sich niedergesetzt auf dem Brett vom Bett, hat er für sich gemurmelt. Das Doktor hat mich weggehargert. Es klingt mir in die Ohren. Leg mich zurück nieder. Und Ede hat noch gekonnt, etwas tun, ihm zu helfen, ist er weggefallen auf seinen friedlichen Ort und ist eine Weile gelegen still. Ja, hat er ein bisschen später gesagt. Hast du gesehen, der Matros, welcher ist daheim gewesen? Schwarzen Hund, habe ich gefragt. Ja, schwarzen Hund, hat er gesagt. Er ist ein gefährlicher Junge. Aber Ärger noch sind die, was haben ihm zu mir geschickt. Und jetzt, ich soll nicht können von dann, wie sie es machen, Pläte. Und sie schicken mir zu, dem schwarzen Zeichen. Sollst du wissen sein, als ich habe ein Auge auf meinen alten Reisekasten. Oh, ich sie kommen, hab ein Pferd und reite weg. Du kannst doch vor den Reiten Dick. Ich hab ein Pferd und reite weg zu. No, so will ich zu deinem Doktor und sage ihm, er soll zu Neufrufen allem, Magistraten und das Gleichen. Und somit sie kommen in der Admiral Benbow, da wird er packen, dem alten Flints ganze Mannschaft, Matrosen, Schiffjungen, alle besehen. Ich bin gewähnt dem alten Flints erster Sturmmann. Und ich bin der Einzige, was weiß das Ort. Er hat es mir erzählt in Savannah, wenn er hat gehalten beim Sterben. Er hatte Stege wie ich jetzt. Aber derweil Leute nicht gar nicht. Wir sollen mir nicht zuschicken dem schwarzen Zeichen. Oder bis die saßen nicht dem schwarzen Hund. Oder dem einfußigen Matros, speziell im Gym. Aber was ist es sonst, der schwarze Zeichen, Kapitän, habe ich gefragt. Ein Aufforderung, Haver. Hat er alt erklären, wenn ich Helm kriegen. Derweil, gib nur Achtung, Jim. Und hält sich mit dir Teilen gleich auf mein Wort. Er hat noch so geredet, ein Stück Zeit, und seine Stimme ist geworden schwacher. Aber bald nachdem, wir haben eingegeben, sein Rezept, welchen er hat eingenommen wie ein Kind, mit der Bemerkung, über Matros hat wenigstens gedarft Medizinen, bin ich's, ist er endlich reingefallen in einen verhalischen Schlaf und haben verlassen. Was hat gewinn getan, wenn alles was gewinn ging schuren, weiß ich nicht, aber vom es damit gewinn erzählt, den Doktor, die ganze Meise, worum hab sich stark geschlagen, hab sich stark geschlagen, als der Kapitän so eine Karate haben muss, sagen wie du, und mich nicht abrahmen von Weg. Aber es hat sich ausgedreht in ganz anderes. Mein armer Vater ist jenem Abend
ganz plötzlich gestorben. Und das hat alles den Verrückten Zeit. Unser größter Unglück, die Visiten von den Schreinen, das Zugreifen der Lawaie und dazu die Arbeit in der Kretschmer haben mir so verdreht im Kopf, als ob kaum gehabt Zeit, viele zu tragen wegen dem Kapitän und noch weniger vermeuert zu haben. Auf morgen in der Früh ist heruntergekommen und hat gegessen seine gewöhnliche Mahlzeit. Roger hat gegessen sehr wenig, hat aber getrunken mehr von seiner gewöhnlichen Portion Rum. Hat allein angefüllt sein Glas beim Schenktisch, hat gebrummt und geblasen mit der Nase und keiner hat ihm gar nicht gewagt zu sagen. In der Nacht vor der Laweihe ist gewinn schicker wie allemal und es ist gewinn schrecklich zu hören ihm singen sein ekelhaftes Jamlied in einem Haus von Treuer. Aber wie schwach ist gewesen, haben wir doch vermeuert gehabt. Der Doktor ist gewinn vernommen mit der Patient weit von unser Haus. Und noch mein Vater ist heute, vielleicht er zu uns käme nicht kommen. Derweil ist der Kapitän geworden ärger und ärger. Am ganzen Tag ist er gekrochen, Treppe rauf und Treppe rauf, sich herumgeschleppt von Saal und Schenke zurück. Und von Zeit zu Zeit hat er rausgesteckt die Nuss auf der Gasse, sich ein bisschen jammerhaft. Er hat sich gar keinen Ort nicht gekonnt finden. Gehende hat er sich angehalten in die Wand und hat schwer und schnell geatmet. Wie einer, was steht beim Rand von einem schuppendicken Berg. Zu mir hat er nicht geredet wegen kein spezielle Sachen. Ich glaube, als er hat jemand vergessen, sein Vidui. Aber sein Gemüt ist, trotz seiner körperlichen Schwachheit, geworden gefährlicher und wilder. Er hat gekrogen am moderne Teve, wenn er es gewinnt schicker, sie ziehen sein Schwert und sie legen ab Bläuste ab Leben sich auf den Tisch. Und trotz allem dem hat er aber keinem nicht gechappet und ist gewinn verschlossen in seine eigenen Gedanken und Fantasies. Einmal am Moschel hat er uns gar überrascht, wenn er plötzlich genommen singen ein neues Lied, ein dorfisch Liebeslied, was er hat sich mit Stamm ausgelernt in seiner Jugend. Ede, er hat sich weggelost auf den Jammer. Als ist es so gegangen, bis ein Tag nach der Laweihe. Es ist gewesen ein bitterer, vernäppelter, frostiger Tag. Arum 3 Sägen. Ich bin gerade gestanden auf der Tür, voll mit treuerigen Gedanken wegen meinem Vater. Und ich habe gesehen, Emerson am Melch ankommen auf den Weg. Der Fremde hat gemacht den Eindruck von einem Blinden, worum er hat geklappt vor sich mit den Stöcken und hat getragen eine große grüne Maske über die Augen und der Nuss. Er ist gegangen, eingebeugt von Altkeit oder von Schwachkeit und hat getragen einen großen, alten, zerrissenen Matrosenmantel mit einem Kopfhack, was hat ihm unzweifel gemacht aussehen wie ein Kalke. Auf meinem Lebenstag habe ich nicht gesehen als ein unheimlicher Nefesh. Nicht weit von der Kretschmer hat er sich abgestellt, hat aufgehoben sein Kohl und mit einem modernen, monotonen Nicken hat er ausgerufen: Gute Menschen, wer will sich der Barmen von armen Blinden, welcher hat verloren das Licht von seinen Augen, verteidigt nicht sein Vaterland, England, Gott bencht dem König George. Und ihm sagen, wo und in welchen Weg, und ihm sagen, wo und in welchen Teil von Land er befindet sich jetzt. Ihr seid Leben der Admiral Benbow Kretschmer. In Tal von Schwarzenberg, guter Mann, habe ich ausgerufen. Herre Stimme, hat er gesagt. Eine junge Stimme.
Gib mir dein Hand, junger Freund, und führe mich herein. Ich habe ausgestreckt die Hand und die schreckliche, wegstimmige Augen los der Beschäftigten haben mich angehabt wie ein Zwang. Ich habe sich stark erschrocken und geprüft, sich befreien. Aber der Blinder hat mich mit einem Rier von der Hand zugeschleppt zu sich. Jetzt, Bocherl, so, hat er gesagt, führ mich herein zum Kapitän. Und mein Herr, habe ich gesagt, ich soll so leben, wie ich wage es nicht zu tun. Also gut, hat er spottisch gesagt. Führ sie mich Tage schon herein. Heim nicht, zerbreche ich dir deinen Arm. Und er hat mir gegeben, als drei, also ich habe alles ausgeschrieben. Mein Herr, habe ich gesagt, mein Gott, eie Teufel. Der Kapitän ist geworden ein ganz ein anderer Mensch. Er sitzt gerät mit einem gezeugenen bläulichen Schwert. Noch am Mann, dreh mir nicht den Spodek und komm, ist er mir rein in die Rede. Und keinmal habe ich nicht gehört, als eine grausame, kalte, ekelhafte Stimme wie dem dosigen Blindens. Sie hat mich geschrocken, mehr wie der Wehtag. Haben bald gefolgt und im gleich reingeführten Saal, wo unser kranker alter Pirat ist gesessen, Schickere von Rom. Der Blinder hat mich gehalten mit seinem eisernen Faust und angespart auf mir seinen schweren Körper. Führ mich gleich zu ihm und ruf euch, hat dieser Freund verheift, Bill, tut's nicht, helft dir etwas. Und er hat mir gegeben, einen Sacknipp. Ich habe gemeint, dass ich fallen galosjes. Kurz, bin geworden so angeschrocken von einem blinden Bettler. Ich habe den ganzen vergessen in mein Mäure vor dem Kapitän. Ich habe geöffnet die Tür von Saal und mit der zitternden Stimme habe ich ausgeschrien die Wörter, was der Blinde hat mir geheißen. Der arme Kapitän hat aufgehoben seine Augen. In einem Augenblick ist der Raum von ihm verschwunden und er hat sich ausgenichtet. Sein Panem hat nicht so ausgedrückt Schreck wie deutliche Schwachkeit. Er hat gemacht eine Bewegung, sich aufzuheben, aber ich glaube, als er hat nicht gehabt, genug Keuch, das zu tun. Sitz auf dein Ort, Bill, hat gesagt der Bettler. Ich kann dich nicht sehen, aber Herren, Herr, viele dem Schorch von den Fingern. Geschäft ist Geschäft. Streck euch deine rechte Hand und du, Bocherl, nimm sie und bring sie nahe zu meinen. Wir haben beide pünktlich ausgefolgt den Befehl. Ich habe gesehen, wie er hat etwas rausgenommen von der linken Hand, in welcher er hat gehalten im Stecken und es reingelegt in den Kapitäns, welcher hat sich augenblicklich vermacht. Mein Schleiches ist ausgeführt, hat gesagt der Blinder, und er hat mich plötzlich abgelöst. Mit der unglaublichen Pünktlichkeit und Flinkheit ist er raus von Saal auf den Weg. Ich bin gestanden beweglos und habe gehört, wie sein Stecken hat geklappt in der Weite rein. Es hat gedauert ein Stück Zeit, ehe wir sind gekommen zu sich. Endlich, Kimat in derselben Regel, habe ich abgelöst dem Kapitäns Hand und der Kapitän hat geöffnet sein Schmännchen und scharf in ihr reingeguckt. Seine Säge, hat er ausgeschrien. Noch sagt schon, ihren Sie noch übergetrieben, hat er gesagt und ist hastig aufgesprungen. Und indem hat er sich angehabt mit der Hand beim Hals, hat sich rege gewackelt auf die Füße und ist mit einem modernen Ausgeschrei weggefallen auf den Dill. Ich bin täglich zugelaufen zu ihm und habe genommen rufen meine Mutter. Aber mein Eilenisch ist gewesen ist. Der Kapitän hat gekrogen ab blitzschneller Apoplexie. Ich weiß nicht bis heute, wie das zu erklären. Ich habe dem dosigen Mann sicher keinmal erlebt gehabt. Ich hatte letztens aber ich hoffe mir angeheim Rachmanis zu haben. Aber
Wie nur ich hab der sehen, als ist teut, hab ich ausgebrochen in ein Gewehen. Ist gewinn der zweite Meis, was ich hab wenn gesehen, und der Treue von dem ersten ist nachgewinn frisch in mein Herz. Und was ist weiter geschehen? Darum wir später sehen. Oh, mein Hals, oh, es tut mir weh zu machen, es solche Stimmen. Oh, ja, das ist ein neuer. Okay, genug schön.